Grüß euch miteinander und herzlich willkommen zur heutigen Lektion. Heute sprechen wir über das Lied von den Sachen, die man nur auf Berndeutsch machen kann. Vielleicht muss ich da dazu sagen, um was geht es da eigentlich ganz genau. Es geht um Verben, deshalb Sachen, die man machen kann, das sind die Verben. Und solche, die es auf Hochdeutsch nicht gibt, sondern nur auf Schweizerdeutsch, in anderen Dialekten auch ein bisschen, aber vor allem auf Berndeutsch. Das mal vorneweg. Aber eigentlich wollen wir ja über das Reimschema und die Reime sprechen. Vielleicht ganz kurz zum Ablauf. Es gibt ein Intro und dann kommen einfach 7 Strophen. Das ist jetzt halt ein bisschen langweilig, es tut mir leid. Ja, ich weiß, es hat sich gar nicht rentiert, hier überhaupt so ein schönes Blatt noch zu brauchen für das. Das hätte ich auch sagen können, aber egal. Wir gehen sofort zu den Reimen, die ich da an der Tafel vorbereitet habe. Was ihr schon wisst, es hat immer unbetonte und betonte Silben. Und ich glaube, wir hören einfach mal die erste Strophe von diesem Lied. Ein Kind tut zuerst mal schnagen, nachher gragen. Wer nicht Fürschi macht, tut blöderle und zagen. Man könnte auch sagen, lauern und andere praschauern und so unsere Gehörorgane dreinschagen. Genau. Da fehlt übrigens noch so ein Kästchen, habe ich jetzt gerade gesehen. Das muss man eigentlich hier, das sind ja immer die Reime, diese Kästchen. Das ist wahrscheinlich klar geworden und darum trage ich dieses Kästchen hier noch nach. Also, wir haben gesehen, wir haben da A-Reime, das sind die langen, und B-Reime, das sind diese beiden kurzen. Ein Paarreim in der Mitte und außenrum ein Paar- und ein Dreierreim, also die umarmen da quasi diesen Paarreim in der Mitte. Jetzt denkt ihr vielleicht A, A, B, A, lang, kurz, lang, das habe ich auch schon gehört. Ja, richtig, das ist der Limerick. Die Form des Limericks, aber es ist streng genommen nicht ganz ein Limerick, weil der Limerick ist normalerweise dreifüßig, der macht der und so weiter. Meine Limerick-Form ist zweifüßig, aber hat doch lange und kurze. Übrigens, da bin ich auch nicht der Einzige, der das macht. Zum Beispiel der Manni Matter, der macht der Sidi Abdel Assar von El Hamma, hat mal am Morgen früh noch im Pyjama bei der Straße vor der Moschee 2 schöne Augen gesehen. Das ist der Anfang von seinem Drama, der macht genau das Gleiche. Es gibt also auch die zweifüßigen Limericks. Und wir hören uns diese zweite Strophe an, versucht dieses Schema mitzudenken. Wir schauen hier die Reime, die ich hier ja notiert habe, mit der nächsten Runde an Verben. Ein lustiges Spiel in der Jugend, das ist das Schickeln. Und natürlich kommt man so schnell ins Zickeln. Man könnte auch sagen Löhlen und wer sich gern trölen im Dreck, grüseln oder auch nickeln. Genau. So plätschert es also ein bisschen dahin, es kommt Strophe um Strophe und es kommen ganz viele Verben, es droht ein bisschen langweilig zu werden. Ich gehe dann ab und zu noch einen Ton drauf und vielleicht kann ich das einfach noch schnell sagen, aber da haben wir nämlich noch gar nicht darüber gesprochen. Es gibt ja die männlichen Endungen bei den Reimen und die weiblichen. Die männlichen, die sind so mehr so BAK! Und die weiblichen, die sind mehr, die haben also eine betonte und eine unbetonte Silbe. Jetzt hier bei diesen Verben, das ist alles weiblich, die Endungen, und alle enden auf einem auf diesem unbetonten im Berndeutsch. Das ist vom Laut her ein Schwa. Und einfach, dass das jetzt auch noch einmal ganz klar gesagt ist, das schreibt man mit E und nicht mit Alle die immer da ein machen am Schluss, ein Schwa ist ein E und nie ein So. Ja, genau. Wir hören uns noch eine Strophe an. Das Schema geht weiter. Ein Halbton höher sind wir. Jetzt werden die Wörter so ein bisschen modernen. Die alten haben wir, jetzt kommen ein bisschen die neueren, die Neukreationen auch, die man heute halt braucht. Willst singen in der Freizeit, kannst du chörlen. Kannst auch spörteln oder einfach Zeit verdörlen. Man sagt ja auch verplempeln und in Asien kannst du tempeln und vielleicht auch Flugsimulatoren. Ja,
eine 6. Strophe kommt auch, die erspare ich euch, aber bei der 7. Strophe steigen wir wieder ein. Die beginnt zunächst ganz normal. Und jetzt, nach dem Zusammenramisieren von den Verben, wollen wir grad noch ein bisschen plagieren. Bei der 7. Strophe habe ich gedacht, jetzt muss wirklich noch etwas kommen. Und ich blase hier noch zur Schlussoffensive. Nämlich, es kommen jetzt ganz viele Paarreime nacheinander. Immer 2 in sehr, sehr schneller Abfolge. Hier auch wieder. Diese Wiederholung kommt insgesamt 10 Mal. Das gibt 20 Paarreime aneinander. Ganz, ganz kurz nacheinander. Die fangen langsam an und steigen sich dann im Tempo und in der Intensität. Ja, wir können bäscheln und abläscheln, Zeug andecken, übergeschmecken, können schnutzen, Revoluzen, können verstecken, Leute versäckeln. Wir können lüngeln und züngeln, können knübeln, umschrübeln, Zeug verdoppeln, jemanden strubeln, Sachen tischeln und fischen, können futtern und schnuddern, können norzen und borzen, etwas britteln und kapiteln, können Ohren über Ohren, wir können schirgen, Zeug verschlirgen, wir können täseln und näseln, können tagern und magern, können feissen und können deissen, überstöckeln, überhöckeln, können gäumeln und säumeln, können südern und nüdern, können futtern, überutern. So kannst du wirklich nur in Bern parlieren. Und ganz am Schluss geht es halt dann wird der noch eingelöst, weil das ihr da am Anfang die zweimal, das hat dann die Entsprechung trotzdem noch hier, auch wenn diese Mittelzeile jetzt halt ein bisschen umfangreicher war. Also am Schluss kommt dann doch noch das ihr dazu. Oh, ich habe gar nicht auf die Uhr geschaut, Entschuldigung. Also, dann ja, macht mal Pause, ich wünsche euch noch einen schönen Tag und wir sehen uns in der nächsten Lektion wieder. Tschüss!